E wunderschöne guten Abend für als Echt-Emission am neuen Jahr. An Domada wünschen ich euch alles Gutes und eine gute Gesundheit für das Jahr 2022. Ein Christfeier für den dritten Alter wird letztes Jahr zufrieden für alle Beteiligten möglich. Hier eine Reportage. Unter den Covid-Restriktionen mir egal. Tatsache, vormals dieses Jahr ein Fest vom dritten Alter, wo die Leute auch dann mal ein paar Stunden lang Pandemie konnten vergessen. Die Kommission von der Familie am dritten Alter zusammen mit der Gemeinde Mama an dem Centre Culturel Kindersbund organisieren ihr Christfeier für den dritten Alter. Wir sind richtig froh, dass wir dieses Jahr trotz den schlimmen Mesuren, dass wir aber können, das Christfeier machen. Natürlich lebt es in der Covid-Check mit 2G und wird sich auch unter sanitäre Mesuren gehalten. Mit einem guten Essen und einem guten musikalischen Enkadrement kann es ja eigentlich nicht mehr nach guter Stimmung gehen, und wir hoffen, dass die Leute einen ganz flotten Tag kriegen. Für die Chancengleichheit von Frau und Mann, gegen häusliche Gewalt und eine Auszeichnung für die Mama-Gemeinde. Und das in Präsenz von der Chancengleichheitsministerin Taina Bofferding. Hier als Impressionen. Eine Soiree in Präsenz von der Chancengleichheitsministerin Taina Bofferding über die Gleichstellung von Frau und Mann. Aber auch nach vielen Frauen, die sich mit der häuslichen Gewalt befassen. Mit Gemeinde Mama gouf für ihre Bemühungen auf diesem Plan aber auch ausgezeichnet. Guten Abend alle gut. Madame Minister Taina Bofferding, Minister für Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, Herr Bürgermeister, die Herren aus dem Schöfferrot, die Damen und Herren aus dem Gemengerat, die Damen und Herren aus dem Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, Leve Blatt aus dem Service de l'égalité des chances et de l'inclusion, Leve alle Guten. Am Namen von der Chancengleichheitskommission begrüßen Sie euch ganz herzlich den Abend hier am Mama Schloss für den interaktiven Forumtheater zum Thema von der häuslichen Gewalt. Ich werde mich spät am Abend auf Thema von Haut abholen. Ich wollte aber nur kurz von der Gelegenheit profitieren, für wieder über die Chancengleichheitskommission zu suchen. Zusammen mit dem Chancengleichheitsservice helfen mir der Gemeinde, Gleichstellung am lokalen Niveau zu stärken und so Madeleine gegen alle Sorten von Diskrimination vorzugehen. Als Ziel, also aktiv Terrain zusammen zu schaffen, für eine Gesellschaft zu haben, wo Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Mädchen, Jungen und Arme sich gleich fühlen und auch wohl fühlen. Wir wollen das Motto We are all equal leben. 2009 hat als Gemeinde schon die Europäische Charta für Gleichheit zwischen Frauen und Männern unterschrieben und 2015 gouf den ersten Aktionsplan an die Leben gerufen. Das beide Evenementen haben dann zu der Aufhebung von einem Chancengleichheitsservice am Jahr 2017 gefolgt. Zusammen haben wir weiter viele Projekte und Aktionen geschafft. Ein mehr rezentes Projekt, den uns als Chancengleichheitskommission extrem um Herzen liegt, als ein Projekt, das wir mit der Inklusionskommission an der Chancengleichheitsservice an Wehr gelegt haben.
das Maison Citoyenne für Gleichheit und Inklusion. Maison Citoyenne gouf am Oktober gleich Jahr abgeweiht an das ein Haus, wo jeder willkommen ist. Das ist ein Platz, wo die Leute sich austauschen können und Aktivitäten zu den verschiedensten Themen machen können. Als Kommission sind wir ein Partner von dieser Maison Citoyenne und helfen da auch weiter, an diesem Kader neue Projekte und Aktionen umzusetzen, für die Gleichstellung weiterzudrohen. Ich habe auch ein großes Merci und den Chefrat für ihre Unterstützung und dass sie immer alle unsere Projekte und Aktionen auch mit begleiten. Durch unsere Aktivitäten sensibilisieren wir zusammen für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Die Gleichstellung von den Geschlechtern als Grundrecht, auch wesentlich an alle Bereiche von einer gesunden und offenen Gesellschaft. Schon lange wird für die Gleichstellung gekämpft. Das tut auch schon seine Früchte gedroht, aber leider ist es nicht immer keine Selbstverständlichkeit. Ihr ist auch bestimmt bewusst, dass wir einen internationalen Frauentag haben, für die Rechte der Frauen zu promovieren. Als Kommission ist es aber auch wichtig, heute uns zu erinnern, dass am 19. November zu annehmen, dass den internationalen Männertag ist. Und heute, an diesem Tag, liegt für den Mega der Fokus auf mentale Gesundheit von Männern. Auch heute muss man Bewusstsein schaffen, dass Männer das Problem können holen. Wir müssen helfen und nachlauschen. Wir werden all das als Kommission weiter daran schaffen, für die Gleichstellung, dass die Gleichstellung eine Realität wird. Herr Burschmeister, mit Ihrer Leiter aus dem Schaffener Gemeinderat, Madame Präsidentin, die Damen und Herren, ich bin froh, heute den Abend hier zu sehen, weil das ja mal so einen positiven Moment, weil ich komme mit einer Envelope, respektive mit einem Preis, weil Gemeinde Mama, wo wir schon gerade hören, haben ganz viel erfahren an der Gleichstellungspolitik gemacht und ich fand, das ist Grund genug für dann auch mal sie zu ehren. Ich ist eigentlich ganz kurz an den Kontext auch, weil ich immer gefragt bin, ja, wie steht es dann in Gleichstellung hier am Land? Du hast kürzlich einen Index rausgekommen, einen europäischen, den so Vergleich mit den Ländern möchte. Und da geht effektiv die gute Nachricht dafür, dass Lützeburg das Land in Europa ist, weil in den letzten 10 Jahren die meisten Fortschritte gemacht hat. Wir sind ungefähr bei 72,4 Punkten und was geht bis 100, das ist noch ein bisschen spät nur, wie da merkt, wir trotzdem, ich meine, nicht so, dass alle Leute schon positiv stimmen. Wir haben eine rechtliche Egalität hier am Land erreicht. Wir haben eben das Egalitätsprinzip an unserer Konstitution, an unserem Code du Travail aufgesichert, also an den Texten, die Egalität des Jurys. Aber wir natürlich in unserer Arbeit logisch schaffen, dass die Egalität de facto, das heißt eine real am Alltag gelebte Egalität zwischen den Geschlechtern. Und da braucht man natürlich auch Gemengen. Die Stadt kann das nicht allein. Und also eben auf Aktionen an die Gemengen angewiesen. Und dafür sind wir froh, dass wir hier auf die Gemengen Mama können zählen. Dass wir dann auch schon gesagt haben, dass für ungefähr 11 Jahre und richtig sehr überraschend tun, die Egalitätsschacht, die europäische Schacht unterschrieben ging. Aber wenn ihr da guckt, wird alles in der Zeit eben realisiert ging mit der Maison Citoyenneté, die dann noch für das letzte Jahr angeweiht wird, mit dem Aktionsplan an all den vielen Aktionen und Initiativen, die da geholt wird, weiß sich, dass das natürlich durchaus den frischen dreht und dass er ganz wichtigen Beitrag für die geliebte Egalität, die wir gerne erreichen, eben hier einen Beitrag macht. Wir brauchen, wie gesagt, Gemengen, für das alles können umzusetzen. Ich meine, ich brauche nicht lange zu erklären, dass Gemengen der zentrale Platz sind, wo die Leute zusammenkommen, wo die Leute zusammen leben, dass eben doch, wo die Kinder zusammen an die Schule gehen, wo die Leute hier Freizeit verbringen. Und dafür ist es gut, dass eben ein Gemeng sich der Egalität anhält, sowohl für mehr Egalität an der Gemeng, an der Administration zu sorgen, natürlich Gemeng, also die Egalität an der Gemeng als Prinzip zu verankern. Wir dürfen nicht vergessen, dass so ein Gemeng aber einen großen Faktor ist. Und dann natürlich auch die Egalität draußen sozusagen zu verankern, das heißt Initiativen wählen, die eben dann den Bürgerinnen und den Bürgern zugutekommen, wo dann auch alle Leute von da können profitieren.
sie wirklich froh, dass dazu so viele Autonomen auf Mama kommen sieht. Und es ist extrem hoffentlich, dass man eigentlich an einem Domain, wo ein Gemeinde Mama vielleicht vorbei nicht unbedingt erwartet, dass man da eine Ehrung kriegt. Ich muss sagen, wir hatten noch immer viel Willes am Niveau von der Egalität. Und der Minister hat mit Recht erstracht, dass wir von den nächsten Gemengen während die großen, nicht nur einen Schacht von der Egalität in der Schrift hatten, wir auch einen großen Aktionsprogramm, den wir dann auch feierlich unterschrieben haben und auch feierlich vorgestellt haben. Mir ist das eine neue Dynamik rausgekommen, nur der Gemengerat 2017, wo der Chefverrat sich mit der Unterstützung, muss ich so, von allen Fraktionen aus dem Gemengerat Ziel gesetzt hat, für ein Service d'égalité des chances zu schaffen, mit einem Service à l'inclusion, und das Ganze unter dem Dach von einer Maison citoyenne zu hébergieren. Und dafür würde ich von dieser Platz Vanessa als Präsidentin von unserer Chancengleichheitskommission, vielmals merci und auch Nadine Reinisch, wer Präsidentin ist von der Inklusionskommission. Sie zwei funktionieren eigentlich extrem gut in der Feierung von ihrem alter Ego, und das ist der Brett Bekdashi. Sie organisieren das immer an all die Sitzungen, die herren meistens obowes am Kaffee neben ja. Das ist wirklich eine Chance gewesen, weil ich so, dass man den Bekdashi als jungen, dynamischen Mann hinkriegt, den aus der Maison Citoyenne wirklich etwas gemerkt wird. Das muss ich ganz unterstreichen an den Preis, den wir kriegen, oder kriegt haut von erstmal am Innenminister, am Minister von der Chancengleichheit, die will ich Ihnen drei zusammen mit Ihren Kommissionen besonders stehen. Das ist ein Eier. Et wo eng Flott Krichtzeit zu Mammer an dat trotz Pandemie. De laschen Deel de gouf dann och nach 4 Runde Feierdeeg a Betrieb geholl. Werden Responsable vum Syndikatinitiativ eng Eier och nach de laschen Deel vun den Wintermoments zu Mama a Betrieb zu höllen. Klangläfpist an Trodelbun solle Liicht an des Dunkelzeiten fir d Leiit bringen. So ihre Präsident Claude Lang.
Dat war als Emission fir Haut, die huet matkret Covid-Zule sinnes héich, an sommer werden verschiedene Manifestationen dann auch verlöscht oder annuléiert gehen. Mama TV hat ich Laufenden, wir sind als a gut 3 Wochen nächstes zurück. Ich soll nicht merci für no gucken, halt ich munter a bis geschwind.